Nachdem vor 2 Wochen noch hier in Köln die Gamescom stattgefunden hat, findet jetzt am Wochenende die ESL Gaming Meisterschaften statt. Also, die Domstadt wird damit zum Mekka der Gaming-Industrie. Fehlt nur noch eine Gaming-Bar und die möchte dieser junge Mann hier verwirklichen. Andreas, grüß dich. Hallo. Du hast vor, eine Gaming-Bar zu eröffnen. Vorher vielleicht aber noch die Frage, was ist denn das Faszinierende für dich am Gaming? Ja, im Grunde nicht nur für mich, sondern für Millionen wahrscheinlich in Deutschland. Es ist einfach ein Hobby, was aber zum Alltag geworden ist, was man jeden Tag macht, wie andere Leute Fußball spielen gehen, zocken wir halt am PC oder an der Konsole. Und das ist einfach ein schöner Zeitvertreib. Wie bist du jetzt drauf gekommen, eine Gaming-Bar zu eröffnen? Ich mache ja seit 3,5 Jahren ungefähr in Köln schon so kleine Gaming-Events in Bars. Das hatte ich einfach nur gesehen, dass es sowas in anderen Ländern schon gibt. Das heißt, wir treffen uns da, schauen vorwiegend Computerspiele, so wie jetzt bei der ESL One am Wochenende. Schauen da nur zu, manchmal wird auch ein bisschen gespielt schon. Und ja, das hat einfach so viel Spaß gemacht, dass ich jetzt versuche, das dann beruflich auch umzusetzen. Also in einer festen Bar, eine feste Location, wo das halt jeden Tag gemacht werden kann. Jetzt reden wir die ganze Zeit von einer Gaming-Bar. Was ist denn das Besondere an einer Gaming-Bar für alle, die nicht aus der Szene kommen? Ja, dass da Konsolen stehen, dass da Computer stehen, an denen man spielen kann, dass da überall Screens hängen, an denen man Leuten beim Computerspielen zugucken kann, weil da gibt es tatsächlich eine relativ große und stark wachsende Community, die sich für sowas interessiert, Leuten, die professionell Computer spielen, dabei zuzuschauen. Welche Spiele sind aktuell besonders gefragt in der Gaming-Welt? In den letzten Jahren war das vorwiegend League of Legends, also LOL, sagt man dazu. Dota ist immer relativ groß, jetzt gerade kommt Counter-Strike wieder. Und ja, das ist immer so ein kleiner Wechsel. Manche werden ein bisschen kleiner, manche werden wieder ein bisschen größer. Ja, aber das sind so die großen Titel. Jetzt gibt es eine Gaming-Bar in Köln bislang noch nicht. In Berlin, glaube ich, gibt es 1, 2, München auch noch. Genau. Warum muss Köln jetzt eine Gaming-Bar haben aus deiner Sicht? Ich finde, jede große Stadt sollte so eine Bar haben. Da stehe ich vielleicht, da stehe ich nicht ganz alleine da, aber das sehen vielleicht nicht alle so. Köln hat einfach eine riesen Gaming-Kultur. Gerade durch die ESL, die hier ist, sind hier jährlich diverse Events. Nicht alle so groß, wie das ist am Wochenende, aber hier findet einiges statt, wovon jetzt viele Leute vielleicht gar nicht wissen. Aber hier sind Dutzende von Turnieren jedes Jahr. Und da kommen ganz viele Touristen, da kommen Zuschauer, da kommen Spieler. Und wir haben auch einfach jetzt schon Communities für jedes einzelne Spiel über die letzten Jahre aufgebaut. Und die möchten sowas alle haben. Und deswegen braucht Köln sowas. Also damit im Businessplan natürlich wichtig, die Zielgruppe haben wir abgehakt. Ein ganz wichtiger Punkt, wenn man selbstständig sein möchte im Businessplan, ist die Finanzierung. Wie stemmst du sowas? Ja, das ist alles nicht so ganz so einfach. Gastro ist so ein Ding, was Banken gar nicht gerne sehen. Also da haben die sehr große Probleme mit. Und dann das in Kombination mit Gaming oder E-Sports oder sowas, das wird dann nur noch komplizierter. Wir haben jetzt ein Crowdfunding gestartet, um das ein bisschen anzukurbeln. Dadurch kriegt man natürlich auch ein bisschen Aufmerksamkeit. Da hören Leute von uns, die es vorher tatsächlich noch nie gesehen haben oder sowas. Und da sind wir jetzt bei, ich glaube, 13.500 nach knapp 2 Wochen. Wie viel braucht ihr? Wenn wir 25 kriegen, dann ist das relativ safe. Drunter müssen wir uns wahrscheinlich Teilhabe reinnehmen oder sowas. Aber seid ihr auf einem guten Weg. Also mehr als die Hälfte schon erreicht. Mehr als die Hälfte erreicht und ich bin da sehr, sehr zuversichtlich, dass das klappt. Wann soll das Ganze eröffnet werden, wenn es gut läuft? Also die Location haben wir schon auf der Kiffhäuser Straße, die halten wir uns gerade frei. Das wird natürlich noch ein bisschen dauern. Also das Crowdfunding endet am 4. September. Wenn dann die ganze Finanzierung tatsächlich steht, wird es sicherlich noch einen Monat dauern, bis wir das Ganze renoviert haben. Also vor Oktober wird das nichts. Gut, also wir drücken euch, beziehungsweise dir natürlich kräftig die Daumen. Wir haben den Link zu eurer Seite auch eingeblendet. Das heißt, alle diejenigen, die gerne spenden möchten, können euch gerne unterstützen. Und dann sehen wir uns hoffentlich demnächst noch mal wieder hier, dich dann als stolzen Barbesitzer. Ja, würde mich freuen.